Die wohl kleinste Vespa-Werkstatt in Bayern steht in Pilsting am Rande des Bayerischen Waldes. Vespa-Fan Roland Most baut Miniaturdioramen, die er am Vespa-Treffen seiner Freunde eine Woche später präsentieren möchte. Die Vespa also ein bisschen so eine Patina kriegt jetzt, weil die neuen schauen ja so langweilig aus. Und am Treffen haben wir alle Vespas so eine Patina und da haben wir jetzt die mal richtig herrichten. Also ich mache halt hauptsächlich so Werkstätten mit den verschiedensten Vespan, mit neuen Vespa oder am liebsten halt mit so alten Vespas. Man kann alles irgendwie umbauen, herrichten. Also, und das ist halt das Schöne, was mir so gefällt, weil alles irgendwie geht. Pillnach bei Straubing. 80 Vespa-Freunde aus Österreich, der Schweiz, Italien und Deutschland treffen sich am Heizerhof. Für 2 Tage wird fachgesimpelt und es gibt eine große Ausfahrt. Also Vespa ist ja für die Familie. Das gehört alles zusammen. Etwas. Das Leben. La vita. Wie in Italien sagen, gell? Rosario ist ein Münchner Italiener. Drum fährt er auch eine seltene weiß-blaue Messerschmitt-Vespa. Der Zweitakter wurde in den 50er Jahren in Lizenz in Augsburg gebaut. Für ein Wochenende kommt Dolce Vita, das italienische Lebensgefühl, nach Niederbayern. Roland Most hat inzwischen seine zu Werkstätten umgebauten Radiogeräte alle fertig gebastelt. Da stimmt jedes Detail. Diese Vespa-Szene sind einfach lauter gute Leute, die haben alle super gut drauf, alle nett. Und ich finde es mega nett. Vor der Ausfahrt durch den Bayerischen Wald wird auch an den großen Rollern noch einiges geschraubt. Organisiert hat das Treffen Jürgen Weber mit seinen Freunden. Das Besondere daran, es sind nicht nur chromblitzende Fahrzeuge dabei. Heinz Schröttinger liebt die Patina. Old Look nicht unbedingt auf neu gemacht, sondern halt lassen, wie es gewachsen ist. Es ist technisch auf Vordermann, aber Optik bleibt. Fahrzeuge mit Geschichte. Und manchmal auch mit Macken. Die Vespa von Valentina macht Probleme. Unter Rollerfreunden hilft man sich. Ich meine, die Maschine ist aus 58 und ich bin 2003, also es sind schon so ein paar Jahrzehnte dazwischen. Aber dazu braucht man halt das Wissen und das habe ich nicht. Und deswegen habe ich dann die ältere Generation, die mir dabei freundlich unterstützt. Gut so. Bei Familie Hinz aus Oberösterreich sind alle im Vespa-Fieber. Die Männer sind alle nur in der Werkstatt schrauben. Ja. Das schon. Dass wir dann fahren können. Start zur großen 80-Kilometer-Tour, dem Höhepunkt der Veranstaltung. Weil Roland Most, der Miniaturenbastler, selbst keine Vespa hat, darf er im Beiwagen mitfahren. (1946) beauftragte Enrico Piaggio einen Hubschrauberkonstrukteur mit dem Bau eines günstigen Rollers. Weil die Stromlinienform einer Wespe glich, bekam das Gefährt den Namen Vespa und wurde zum Kultobjekt. Erstes Ziel der Vespa-Freunde ist der Ort Bach, das Bayerweinmuseum. Denn hier an der Donau wurde tatsächlich schon von den Römern Weinbau betrieben. Italienisches Lebensgefühl gibt es in Altbayern also schon sehr lange. Vespa-Fahrer kommen viel rum, auch Jochen Weiler aus Ingolstadt. Also ich mache im Jahr knapp 10.000 Kilometer auf der Vespa, überall hin zu Treffen, zu Runs, also unterschiedlichster Art. Und da siehst du natürlich alles. Ja. Also jede Ecke von Deutschland, Ausland, nahes Ausland. Bei mir steigt jetzt gerade der Sohn ein mit 17 und alles. Und wenn die nächste Generation nachkommt und es eigentlich so weitergetragen wird, dieses Feeling, dann ist das schon schön zu sehen. Was kann man sich Schöneres vorstellen, als an einem Nachmittag mit seinen Freunden auf historischen Rollern durch die Landschaft zu düsen? Und selbst der älteste Teilnehmer der Ausfahrt, Stefan Rohleder, kommt mit seinem Oldtimer am Ziel an.
Das Modell ist von 56, ich bin von 54. Ich habe auch ein 54er Modell zu Hause, aber das muss mal Pause machen. Ein Wochenende voll mit Eindrücken. Alte und neue, große und kleine Roller. Die Miniaturen von Roland Most finden auch ihre Fans, denn er kann sogar Rost originalgetreu nachbilden. Ja, das ist wie ein echter Rost. Ja, ich habe jetzt 2 verkauft und aber noch ein paar Aufträge gekriegt für andere Sachen. Also, sie möchten in der Werkstatt nachgebaut haben. Also, wie immer läuft es eigentlich relativ gut. Freut mich. Für Vespa-Fahrer ist ihr Kultobjekt einfach mehr als ein Roller. Ein Lebensgefühl, was du gekauft hast mit deinem Moped. Das ist einfach, ich kann es oft gar nicht in Worte fassen, weil das so viele Nuancen hat, das Vespa, die einfach geil sind, wenn ich so sagen darf, im Fernsehen. Vespa-Freunde sind wie eine große Familie. Und bei jeder gemeinsamen Ausfahrt fährt das Dolce Vita-Gefühl mit. Di blu, felice di stare qua con te.